Ganz eine einfache Antwort und trotzdem, eigentlich ist es auch keine Antwort, die Engel wissen immer nicht mehr. Oder Allah sagt, ich weiß, was ihr nicht wisst. Engel tun, im Prinzip, was machen Engel da? Sie tun die Menschen verurteilen, ohne dass sie kennen. Das ist auch ein Fehler, den wir heute als Muslime auch viel machen. Wir haben gerade eine Meinung über alles und zu jedem und der eine ist gerade gut oder schlecht und sofort sind wir urteilen und aber wir kennen die meisten Leute gar nicht, die wir urteilen. Und was gibt uns das Recht zu urteilen über jemanden, den wir nicht kennen? Und eigentlich machen die Engel das auch. Das kann ja schon sein, dass die Dschinn schlechte Kalifas waren. Aber das heisst nicht, dass jetzt jede Schöpfung von Allah, wo einen freien Willen hat, auch schlecht sein muss. Also Allah tut deshalb auch nicht direkt antworten, sondern seine Antwort war eigentlich relativ lang. Und die erste oberflächliche Antwort ist einfach, schau, ich weiß, was ihr nicht wisst. Also mit anderen Worten, wartet mal ab, ihr werdet es schon merken. Und dann kommt das mit, nein, aber ich möchte jetzt noch kurz über den Begriff Khalifa reden. Khalifa ist auch ein Wort, das heute politisch gesehen auch wieder interessant geworden ist. Khalifa auf Arabisch hat viele verschiedene Bedeutungen. Wir gehen hier noch schnell auf 3 ein. Die erste Bedeutung von Khalifa ist Nachfolger. Also ein Khalifa ist jemand oder etwas, das sich nachfolgt. Ein Nachfolger, was ist ein Nachfolger? Da hat man zum Beispiel einen Imam, der Imam geht, dann kommt der nächste Imam. Das ist der Nachfolger vom vorherigen Imam. Also du hast immer einen, der vorher ist, dann ist einer, der nachher kommt und nachher kommt nochmal einer. Und wir als Menschen sind alle auch Khalifas. Wieso sind wir Khalifas? Wir haben alle unsere Vorfahren, wir haben alle unsere Eltern mindestens, also kommen wir von den Eltern und inshallah werden wir dann, also ich habe schon und ihr vielleicht dann inshallah auch mal, Kinder und dann geht es so weiter. Also eure Khalifas werden eure Kinder sein. Und die werden inshallah dann auch wieder Kinder haben und es geht immer so weiter bis zum jüngsten Tag. Also das ist die eine Bedeutung von Khalifa, also ein Wesen oder etwas, wo sich nachfolgen tut. Nachfolger. Im gleichen Moment heisst aber Khalifa auch jemand, der die Wahl hat, sich selber frei zu entscheiden. Also der freie Wille hat. Das heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir mal, ich bin daheim und habe ganz viel Schoki auf dem Tisch und muss aber kurz weg und möchte eigentlich nicht, dass es gegessen wird. Jetzt sage ich meinem einen Sohn, du musst jetzt da aufpassen, dass ich bin jetzt so für 2 Minuten weg, ich komme in 2 Minuten wieder, aber du musst aufpassen, dass das niemand von der Schoki isst. Und jetzt gebe ich den Auftrag dem einen Sohn, gebe ich den und gehe. Jetzt ist der eine Sohn, der muss den Auftrag geben und das ist jetzt ein Khalifa. Zum einen, weil er quasi für die kurze Zeit ein Nachfolger von mir ist, also er ist jetzt der aufpasst. Und zum anderen will er jetzt eine Möglichkeit hat, seinen freien Willen auszuüben. Er weiß zwar, er darf die Schoki nicht essen. Dadurch, dass ich ihm gesagt habe, er muss aufpassen, dass niemand isst. Das heisst ja nicht, dass er essen darf und sonst darf einfach niemand, sondern er darf auch nicht. Aber rein theoretisch könnte er in diesen 10 Minuten machen, was er will. Weil ich sehe es ja nicht, ich bin ja nicht da. Ich sehe es erst nach 10 Minuten, erst wenn ich wieder zurück bin, sehe ich, ob er gefolgt hat oder nicht. Aber in diesen 10 Minuten kann er machen, was er will. Er kann entweder mir folgen und auf die Schoki aufpassen und eben selber auch nicht essen. Oder aber sagen, weißt du was, ich esse doch jetzt, das stimmt sowieso nicht. Und das ist auch ein Khalifa, also jemand mit einem freien Willen. Der Mensch hat einen freien Willen, sich in jeder Gelegenheit selber zu entscheiden. Selber zu entscheiden, will ich das Richtige machen oder will ich das Falsche machen. Möchte ich auf dem Weg Allahs gehen oder möchte ich eben nicht auf dem Weg Allahs gehen? Möchte ich das machen, was Allah Ta'ala mir empfiehlt? Oder möchte ich lieber das machen, was meinen Gelüsten mir entspricht? Das, was meine Kollegen vielleicht machen, was der ganze Rest der Welt macht? Oder mache ich das, was Allah sagt? Das ist ein Khalifa. Und die dritte, die ich hier noch erwähnen möchte, ist, der Khalifa übernimmt eben auch eine Verantwortung. Also er ist nicht nur einfach der Nachfolger, sondern er hat auch einen Job zu tun, also muss etwas erledigen, hat eine Verantwortung. Und die Verantwortung muss getragen werden. Das heisst, er kommt zu einer Position und hat dort eine Verantwortung, die er wahrhaben muss. Und diese Verantwortung, die er überkommt, weil er ja ein Khalifa ist, also ein Nachfolger ist, aber nachher auch einen haben wird, muss er 1 zu 1 weitergeben. Ein Mensch, der sich dessen bewusst ist, dass er eigentlich nur ein Khalifa ist, also dass er eigentlich nur ein kleiner Teil von der ganzen Kette ist, von dieser Nachfolgerei,
Und dass die Verantwortung oder dass alles, was man bekommen hat, dass man das nachher weitergeben muss, ist sich eigentlich dann auch gleichzeitig bewusst, dass er eigentlich gar nicht besitzt. Weil in dem Moment, wo ich weiß, dass ich es nachher weitergeben muss, dann besitze ich es nicht wirklich. Weil es ist also nur eine Leihgabe. Und das ist auch so. Alles, was wir haben auf dieser Welt, ist nur eine Leihgabe. Nichts gehört uns wirklich, auch wenn wir meinen, es gehört uns. Das ist mein Auto, das ist mein Haus, das ist mein Buch, mein Stift. Aber eigentlich nicht. Es ist nur für die kurze Zeit, wo wir auf dieser Welt sind, haben wir das Nutzungsrecht von dem. Aber gehören wirklich tut es nicht. Weil der Besitzer von allem ist nur einer. Nur Allah ist der Besitzer von allem Erschaffenen. Und wir sind nur Khalifas, wir haben das nur bekommen, wir tragen die Verantwortung für all die Sachen, die wir haben, für eine bestimmte Zeit und geben es nachher weiter. Und zu den Sachen, die Leihgaben sind, das wisst ihr alle, gehört auch unser Körper. Also auch unser Körper müssen wir irgendwann wieder abgeben. Okay, also mit anderen Worten heisst das, dass Allah Ta'ala sich entschieden hat, auf der Erde jemanden einzusetzen, also der Mensch, der sich dort nachfolgen, also der Generationen schafft, der einen freien Wille hat, der sich selber entscheiden kann und der eine grosse Verantwortung übernimmt und die eben dann auch immer weitergibt. Jetzt ist etwa Halbzeit, wie mögt ihr? Wir haben gesagt, wir würden bis 9 Uhr machen. Mögt ihr durch oder braucht ihr Pause? Das ist gerade so spannend. Das ist gerade so spannend. Okay, dann machen wir weiter. Ist mir eigentlich auch lieber, weil eine Pause ist immer nachher wieder schwer reinzukommen. Okay, also, Allah Ta'ala hat gesagt, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und darauf, also auf das hin, tut dem Adem a.s. alle Namen beibringen. Also dann lehrte er Adam alle Namen und führte die Dinge den Engeln vor und sagte, aber jetzt sind wir mal beim ersten Teil. Also er lehrte Adam alle Namen. Also Adam a.s. hat alle Namen gelehrt bekommen. Namen auf Arabisch heißt was? Esma. Also Esma heißt, also Esma al-Husna zum Beispiel, kennen wir auf dort, heißt Namen. Aber auf Arabisch heißt Esma nicht nur Namen, sondern auch Eigenschaften. Und jetzt habe ich vorher das Beispiel Esma al-Husna für Namen gebracht, aber eigentlich, wenn wir die Namen von Allah Ta'ala genau anschauen, sind es immer Eigenschaften. Also Esma heißt Eigenschaften und Namen. Also Allah Ta'ala hat dem Adam a.s. alle Namen gelernt. Und da ist jetzt gerade so ein Punkt, wo es eben unheimlich wichtig wäre, sehr gut Arabisch zu können, was ich leider nicht kann. Aber von dem Kullu Esma, wie das hier beschrieben wird, ist es eindeutig, was gemeint ist. Also wenn er sagt, alle Namen, dann ist wirklich alles gemeint. Alles, was je sein wird. Alles, was ist und alles, was je sein wird. Also Allah Ta'ala hat dem Adam erzählt, alle Namen von allem, was jemals auf der Welt sein wird, beigebracht. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf zu tun, mit allen Namen, da gehört auch unser Name dazu. Also Allah Ta'ala hat dem Adam auch unsere Namen gelehrt. Er weiß alle Namen, also das ist der Ausdruck in der Ayah beinhaltet das, dass Allah Ta'ala ihm wirklich alle Namen bis zum Untergang von der Welt. Bis zum Untergang von der Welt. Es gibt nichts, weil Allah weiß ja schon alles im Voraus. Es steht ja schon alles im Lehre Mahfuz. Also die Dinge sind ja eigentlich schon benannt bei Allah. Und die Namen hat Allah Ta'ala dem Adam a.s. beigebracht. Da stellt sich jetzt die Frage wegen dem Kadafrei, also was ist alles schon vorbestimmt. Nicht, aber auf das möchte ich heute eigentlich nicht eingehen, aber das kann man das gerne anders mal reden. Ich würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Und dann fragt der Engel, also, und führte die Dinge den Engeln vor. Also er hat die Dinge nicht nur Allah, er hat nicht nur die Namen von diesen Dingen, Sachen, Menschen, das ist jetzt so eigentlich falsch übersetzt, Dinge. Und beim Arabischen wird klar von der Präposition, die benutzt wird, dass es eben nicht nur Sachen sind, sondern auch Menschen, die gemeint sind. Also Allah Ta'ala bringt dem Adam a.s. nicht nur die Namen bei,
sondern auch Charaktereigenschaften, wo ja eben ein Teil vom Esma ist. Plus, er tut sie dort auch zeigen. Also die Menschen werden dort kurz, also in der Zeit sind die dort, weil er führt sie den Engeln vor. Das heißt, die sind jetzt alle dort und sagen, Engel, da ist jetzt alles das. Komm, sag mir den Namen von diesen Sachen. Oder von diesen Leuten oder von diesen Dingen. Und was sagen die Engel? Das Einzige, was man sagen kann. Sie sagen, ja, Subhanallah, gepriesen, erhaben seist du. Wir verfügen nur über das Wissen, was du uns gelehrt hast. Du bist der Allwissende, der Allweise. Und dann sagt der Adam a.s., Adam, teile ihnen deren Namen mit. Also du siehst das benennen, all das, was ich dir jetzt da eingebracht habe und all das, was ich jetzt da doch eingestellt habe. Ich sage ihnen die Namen und unter all dem sollte vor allem die Namen sagen. Nachdem er ihnen deren Namen mitgeteilt hatte, also nicht nur einige Namen, sondern deren Namen, also alle Namen, sagte er, habe ich euch nicht gesagt, dass ich das Verborgene und das Verborgene der Himmel und der Erde kenne und ebenfalls das kenne, was ihr offenlegt und was ihr zu verheimlichen pflegtet. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn wir jetzt in Zeit denken, das muss eine rechte Zeit gedauert haben, bis da all die Namen durch sind. Aber Zeit ist etwas, das nur für uns Menschen auf der Welt existiert. Und jenseits von der Welt gibt es den Begriff Zeit eigentlich gar nicht. Und wenn man von dem Zeitdenken dann weggeht, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so schwer, um sich vorzustellen. Aber die Antwort ist sehr interessant von Allah Ta'ala da. Also er sagte, habe ich euch nicht gesagt, dass ich das Verborgene der Himmel und der Erde kenne? Wieso seid ihr so? Ich meine, das haben die ja gar nie geziffert, dass Allah Ta'ala alles weiß. Das haben sie gewusst, das sagen sie immer wieder, du bist allwissend und du weißt alles. Was heißt da? Wieso sagt Allah da, dass ich das Verborgene der Himmel und der Erde kenne? Jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, aus was ist Adam a.s. erschaffen worden? Aus Erde. Aus was für Erde? Eigentlich sagen wir immer Erde, aber eigentlich ist es mehr so Schlamm, so feuchte Erde. Aber sagen wir mal Erde, ja. Aber was für Erde? So eine Erde, oder? Verschiedene Teile von der Welt. Von der ganzen Welt, von überall her, von allen möglichen Orten auf der Welt ist die Erde zusammengetragen worden und aus dem Gemisch ist dann die Schöpfung gemacht worden. Deshalb ist auch nicht jeder Mensch gleich. Jeder Mensch ist anders. Also schon von der Hautfarbe her, da gibt es schwarz, weiß, gelb und rot und was es noch alles gibt. Und all die verschiedenen Eigenschaften kommen von dort her. Und manchmal, und vielleicht ist der Iblis auch wegen dem ein bisschen auf das reingeht, wenn wir das Wort Erde nehmen, das tönt so, ja, Erde, da laufen wir drauf, das ist Dreck, das ist, ja, wir können es eigentlich nicht so richtig wertschätzen, was ist schon Erde, das ist eigentlich nichts Besonderes. Aber wenn wir einen Bauer fragen würden, ich weiß nicht, also er vielleicht nicht, aber vielleicht kennt er noch Bauern. Also in der Türkei, also wenn wir jetzt mit einem reden würde, der mit Landschaft, also mit so einem Ackerbau betreibt, und wenn wir mit dem über Erde reden, dann wird natürlich ganz anders. Dann kann er eine Stunde lang über gute Erde reden. Weil Erde eigentlich etwas Faszinierendes ist. Erde ist Staub, wenn man es ein bisschen nass macht, wird schlammig. Aber aus der Erde kommt alles Mögliche raus. Eine riesige Vielfalt von Sachen kommt aus der Erde raus. Alle die verschiedenen Bäume und die Pflanzen und alles das, was wir essen können, das kommt alles aus der Erde. Und auch der Mensch ist aus dem gemacht. Und genau das heisst es eben dann auch, also aus dem Mensch kann alles Mögliche rauskommen. Rein von seinen Möglichkeiten, von seiner Potenz her, also was er alles erschaffen kann, was er alles machen kann. Also Erde wird noch schnell ein bisschen unterschätzt und sagt, Erde, da tönt natürlich Feuer schon interessanter oder nur. Und wir sind nur das Erde, was ist? Aber Erde, ja, ich meine, die Erde ohne Erde, ich meine, die Erde heisst nicht umsonst Erde, also es ist nicht zu unterschätzen und die ist wirklich sehr, also nur ein bisschen Wasser drüber tun und alles Mögliche wächst. Und zwar in der riesigsten Vielfalt. Und alles ist anders, was rauskommt. Und das, also die ganze Schönheit von der Erde kommt eigentlich, oder auf der Welt kommt nur aus der Erde raus. Also man darf oder soll den Begriff Erde nicht unterschätzen. Es ist
etwas ja. Und eben, dass er kennt das Verborgene der Erde. Also er weiß, was aus dieser Erde alles rauskommt. Am Anfang siehst du nichts, siehst nur den Staub, siehst nur braun. Und je nachdem kommt grüner Gras raus, kommt eine Rose raus, kommt eine Tulpe raus, kommt ein Baum raus, kommt ein Äpfelbaum raus, kommt ein Dattelbaum raus, irgendetwas. Du weißt es nicht, du siehst es nicht, aber Allah weiß das Verborgene. Also, und ich kann auch nicht sagen, wenn ich jetzt weiß, was für einen Samen ich nehme und in die Erde stecke, das weiß ich auch nicht genau, was kommt. Ich weiß nur ungefähr, gut, wenn ich jetzt Tomaten sehe, werden Tomaten wachsen, aber was für Tomaten? Werden die groß, werden sie gesund, werden sie schön, werden sie gut schmecken, weiß ich noch nicht beim Sehen. Aber Allah weiß das jetzt schon. Und so ist auch mit dem Menschen. Allah weiß eben, was aus dem Menschen alles rauskommt, was der Mensch alles vollbringen wird. Eben, der Mensch ist nur aus Erde erschaffen. Aber schau mal, er weiß all die Namen von all diesen erschaffenen Sachen und ihr wisst es nicht. Ihr seid aus nur, aber ihr wisst es nicht. Aber wieso seid ihr denn da? Also habe ich euch nicht gesagt, dass ich das Verborgene der Himmel und der Erde kenne. Also die Erde haben wir jetzt abgeguckt, aber was ist mit dem Himmel? Besteht denn Adam a.s. nur aus Erde? Das ist wieder ein Fehler, den der Iblis macht. Der Iblis sagt, ich bin aus Feuer, der ist nur aus Erde. Aber was hat der Iblis vergessen? Ist Adam a.s. nur aus Erde erschaffen? Nein. Sondern? Nicht nur See. Ja, See ist jetzt nicht das passende Wort. Wie sagen wir denn? Ruh. Ruh. Ja, genau. Ja, da ist noch etwas drin, das nennt sich Ruh. Aber wie leider noch auf Deutsch? Ruh. Ich rede Deutsch da. Ist gut, das ist Ruh. Da ist noch Ruh drin. Also der Mensch, wenn er schon nur aus Erde wäre, wäre er schon ganz speziell. Weil die Erde so omnipotent ist, weil aus der Erde alles Mögliche kommt. Aber dann hat er noch etwas drin, das heisst Ruh. Und woher kommt der? Der kommt nicht aus der Erde, der kommt vom Himmel. Und was mit dem Ruh alles möglich ist, auch das weiß Allah Ta'ala. Und hätte der Iblis vielleicht nicht vergessen, wäre er nicht so mit seiner Eifersucht und Arroganz beschäftigt gewesen und hätte sich daran erinnert, dass der Mensch ja eben den Ruh in sich hat, der auf Allah kommt, dann hätte er vielleicht anders entschieden. Aber er hätte schon bevor Adam a.s. erschaffen wurde, schon nur gehört, es kommt ein neuer Khalifa, er war schon eifersüchtig gewesen. Was? Es kommt jemand, der meine Rasse ersetzt, es kommt jemand, der vielleicht sogar meine Stelle einnimmt. Und dann kommt nein, ich mache das noch nicht, ich möchte jetzt noch den nächsten Punkt an. Ja, ist noch nicht fertig. Ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde und ebenfalls das kenne, was ihr offenlegt und was ihr zu verheimlichen pflegt. Wer ist da angesprochen? Wer? Nein, da redet er jetzt, die erste Eier hat Allah Ta'ala mit Engeln. Okay. Die Engel sagen, willst du ein Wesen erschaffen, das Blut vergießt und das Verderben bringt? Und Allah gibt ihnen jetzt Antwort. Jetzt redet Allah mit den Engeln. Also er sagt den Engel, ich weiß, was ihr offenlegt und das, was ihr verheimlicht. Oh, jetzt muss man sich vorstellen, jetzt bist du es ist eine ganze Gruppe von Leuten zitiert worden von dem höchsten Chef der Bude. Und der Chef sagt, ich weiß, ihr habt etwas verheimlicht. Da fühlt sich jeder gerade angegriffen. Was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht, ich bin der Unschuldig, ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann hängen los und denken, was kann das sein? Ich habe doch gar nichts gemacht. Wir dürfen ja nichts anderes machen, als Allah Lobpreisen und genau das ausführen, was Allah befiehlt.